Und diese Geschichte heisst «Das grosse Baustellenabenteuer». Ja, es ist wieder eine klare Nacht und der Mond scheint hell wie am Himmel wie immer. Der Lulu und der Robby schauen durch das Fenster und sehen, wie die Scheinwerfer von der Baustelle am Flussufer leuchten. Auf der Baustelle steht ein grosser Bagger und noch ein paar Kranarme bewegen sich langsam im Wind. «Oh, miau, das sieht so spannend aus», ruft der Lulu. Und seine Augen glänzen. «Schau mal, der Bagger, Robby, der ist cool. Ich möchte so gerne mal damit fahren. Miau. Aber wie willst du mit dem Bagger fahren, Lulu? Du bist doch viel zu klein. Du bist doch viel kleiner als der Bagger», lacht der Robby. «Miau, ich kann alles lernen, wenn ich will», sagt der Lulu entschlossen. «Komm, wir gehen dort rüber und schauen, was dort los ist.» Und jetzt machen sich die beiden auf den Weg zur Baustelle. Wie immer müssen sie zuerst durch das Katzentürli. Das ist noch kein Problem. Aber nachher eben leider wieder die blöde Stege runter. Heute ist der Robby nicht so schnell zu motivieren, für dort bei dieser Stege runterzuklettern wie gestern, wo er einfach wie von selber runtergerutscht ist. Aber der Lulu, der freut sich und hilft am Robby gern. Und so sind sie schnell unten und können sie zu der Baustelle übergehen. Und als sie zum Zaun kommen, entdecken sie eine kleine Lücke. Und durch die müssen sie jetzt schleifen, weil die Baustelle ist zugesperrt mit einem Gitterzaun. Und die ist ja so riesig, die Baustelle, mit vielen Geräten und grossen Maschinen. Und der Lulu schnuppert in der Luft. Und die schmeckt nach frischem Beton und nach Herd. Fein. «Miau, ich liebe den Geruch von der Baustelle. Es ist so aufregend hier. Miau», sagt der Lulu, als er an diesem grossen Kran ist vorbeigegangen. Und der Robby robbt fröhlich hinterher. Er freut sich auch, wenn der Lulu so Freude hat, dann hat er einfach auch gerade einen guten Lohn. «Schau mal, Robby, miau, siehst du den Bagger? Der kann Sachen lüpfen, die viel grösser sind und schwerer sind als du.» Der Robby strahlt auch, nicht nur der Lulu. Und er sagt: «Aber du, Lulu, du bist doch der zu tun haben und der arbeiten wie der Bagger. Bist du auch so stark wie der?» «Miau. Ich will nicht nur spielen, wie wenn ich der Bagger wäre. Ich will selber baggern. Ich will mithelfen. Miau.» «Wie willst du das anstellen? Der Bagger ist sicher viel zu schwer für dich.» «Miau, nicht für mich. Ich habe schon manchmal zugeschaut. Ich muss nur wissen, wie er funktioniert.» Und jetzt rennt er zum Bagger rüber, der ruhig in der Nacht steht. Mit viel Mühe schafft er es, in den Fahrersitz hineinzuklettern. Weil der Bagger hat eben keine Tür. Der ist auch nicht zugeschlossen, zum Glück. Und der Robby klettert ihm hinten nach. «Pass auf, Lulu! Nicht, dass du den Bagger plötzlich noch anlässt.» Aber der Lulu ist so konzentriert, dass er nicht einmal gehört hat, was der Robby gesagt hat. Er dreht an diesem grossen Hebel und lässt den Bagger an. Und der fängt tatsächlich an zu brummen. «Wow, miau, es funktioniert!» ruft der Lulu. Seine Augen strahlen vor Freude. «Ich fahre, miau, ich fahre. Ein
Bagger, miau! Der Robby springt aufgeregt um den Bagger herum und klatscht. Oh, hast du es wirklich geschafft, Lulu? Du bist der beste Bauarbeiter der Welt. Oh. Der Lulu lenkt jetzt den Bagger ganz vorsichtig. Er muss mit diesen Hebeln spielen, die hier die Schaufel und die Drehung vom Bagger steuern. Das ist cool. Das ist ein Abenteuer. Miau. Genau für einen Lulu gemacht. Ei, es ist schon ein bisschen gefährlich, was die beiden da machen. Und jetzt merken sie, dass der Bagger sich nicht nur auf der Baustelle bewegt, sondern, der kann sogar auch beim Hügel fahren. Lulu! Schau jetzt mal, du fährst auf den Hügel auf. Pass auf! Ruft der Robby besorgt. Aber der Lulu ist so beschäftigt mit dem Bagger und so begeistert, dass er immer weiterfährt. Miau, keine Sorge, Robby. Ich weiss, was ich mache. Miau, ruft er fröhlich. Aber dann bemerkt er plötzlich etwas Komisches. Der Bagger fährt immer weiter den Hügel auf. Wie wenn er von selber steuern und von selber gehen. Miau, oh nein, was ist jetzt das? Ruft der Lulu nervös. Der Bagger fährt jetzt wirklich über den Hügel über und bewegt sich wie von selber. Lulu, du musst ihn stoppen. Du musst auf das Knöpfchen drücken und ihn abstellen. Wo willst du herfahren? Lulu, komm zurück. Miau, ich kann nicht bremsen, ich weiss nicht, wo drücken. Der Bagger bewegt sich immer noch und fährt immer noch weg. Aber plötzlich sehen sie, dass der Bagger auf einen grossen, verlassenen Graben zusteuert, der tief in die Erde führt. Oh nein! Miau! Jetzt müssen wir ihn anhalten! Jetzt müssen wir wirklich stoppen! Und gerade wo der Bagger am Rand von dem Graben ist, bremst er plötzlich von selber ab und hört auf zu rollen. Der Lulu und der Robby schnaufen erleichtert auf. Puh! Das war aber knapp. Miau! Das ist ein Abenteuer, sagt der Robby und lacht gerade dazu. Aber warum ist denn der Bagger plötzlich stehen? Der Lulu springt vom Bagger ab und untersucht den Graben. Miau! Schau mal! Komm mal schauen! Irgendetwas hat der Bagger gestoppt! Und jetzt entdecken sie einen grossen, runden Stein, der im Boden verankert ist. Miau, der Stein war es. Den hat der Bagger gestoppt, bevor er in den Graben fahren konnte. Lolo, du bist der Beste. Du hast den Bagger nicht nur gefahren, sondern auch das Abenteuer überstanden, sagt der Robby bewundernd. Miau, vielleicht ist es besser, wenn wir jetzt gerade heimgehen. Ich glaube, wir haben genug Bagger für heute. Aber es hat gefällt, den Bagger zu steuern mal einmal. Hat das gefällt. Ja, und du bist wirklich super. Vielleicht können wir beim nächsten Mal zusammen ein Haus bauen, sagt der Robby. Ja, und der Lulu ist froh, dass sie wieder auf dem Heimweg sind. Miau! Auf jeden Fall bauen wir ein Haus. Und dann werde ich alles selber machen. Mit ein paar Kränen und ein paar Baggerschaufeln. Aber jetzt, schnell heim, geh schlafen. Ja, bevor sie rein können, müssen sie sich jetzt noch putzen. Sie sind voll Baustellendreck. Und der Robby hat eine gute Idee. Er legt nämlich gerade in viereckige Steinbrunnen, die draussen im Garten ist.
dort kann er wunderbar den Baustellendreck gerade abputzen. Und der Lulu überwindet sich und streckt auch seine Pfötchen rein, weil die sind voll Baustellendreck. Und als sie endlich super sind, klettern sie beim Katzenstägli rauf. Der Robby kann fast nicht mehr, weil er so müde ist von dieser ganzen Baustellenaufregung, dass ihm der Robby gerade helfen muss. Als sie drinnen ankommen, verabschiedet sich der Robby gerade sofort. Er muss ins Bett, so schnell wie möglich schlafen. Und der Lulu kuschelt sich auch ins Bett ein, aber kann noch lange nicht einschlafen. Er denkt noch lange an das Abenteuer, sein Herz klöpferlet noch ganz laut und schnell. Er ist noch sehr, sehr aufgeregt von dieser Geschichte, die er da gerade erlebt hat. Und er kann es immer noch nicht glauben, dass der Bagger einfach ist gegangen und dass er ihn hat steuern konnte. Auch wenn er nicht hat gewusst, wie er ihn wieder bremsen kann. Er freut sich über das Abenteuer und lacht noch lang, bis er endlich einschlafen kann.